Wenn du die in Arbeiter annimmst, dann erwartest du, dass die was für dich schaffen. Ich kann nicht was überstehen, wenn die noch niemals sind, die was zum Schaffen, aber wenn er das Stuhldach ist, dann ist die durch, dann will die betont haben. Die wird vielleicht bald weiten, wo die Utweiche wäre, nicht? Wenn du die befriest, dann erwarten wir, die wirst ein befriedet Leben leben. Wenn du die in Schav Pickup-Truck schaffst, dann gehst du zu Fuß. Na, sorry, dann fährst du mit einem Schav. Und die wünschst dir, hat ein Fuhr gekauft. Wenn North Star mich annimmt, wenn Jessica mich wird annehmen zum Durchschaffen, dann gehe ich nicht wie Ramax schaffen. Na, das sind selbstverständliche Dinge. Und die wundern, vielleicht war ich so klug, dass ich das weiß. Aber hier ist das Ding. Das, was ich haben will mit das. Wenn du hast Jesus angenommen, dann lebst du für ihn. Und so, wenn ich sage, ich habe Jesus angenommen, und ich lebe aber nicht für ihn, ich komme niemals schaffen in der Fabrik, und will aber einen Lohn haben, wenn es das Tooldach ist. Das wird arg mit das Bild. Und so von der will ich zu Ihnen reden von Krauftvoll Läwen. Stell dir mal vor, du hast einen Farm am Dorf und du hast einen großen Traktor gekauft. 170 Horsepower, was immer die von der schon da haben. Und du sitzt dort, dass die Farmer schifft in Flinksenbach. Er hat bestab, hast ihn nach so einem anderen Oberst geraubt und versuchen sie ihn zu schieben. Dann wirst du weiten, dass wir in so einem Boing raufgefallen von dat Feuer, nicht? Aber weißt du, Gott lied? Jässlich lebe ich einmal dort. Ich nahm mir einen Chris, ich habe hier Zeugnisse gegeben, ich kann mich taufen lassen, aber ich sie noch niemals schaffen kommen in Gott seine Fabrik. Und du wirst von der ein bisschen an denken. Und ich werde es vergleichen mit einer Fabrik. Und das sind 2 Fabriken, wo wir können schaffen. Und die Frau, die wir uns wollen, Frauen, und wohnt von der schaffe ich. Na, das ist in Römer 8, aber der Römer 8 ist ein Anfang. Und so wie sind die was, wir sind ja in Römer, wir fangen an Kapitel 1, wo das sagt, dass wenn wir Gott zu sich schieben, dann geht es sehr jässlich rauf. Das geht in die Gesellschaft, in mein eigenes Leben, in die Kirche. Aber dann geht es darauf. Aber dann kommen wir bei Kapitel 2 und dann sagt Paulus, wenn du auch sehr religiös bist, und du kannst vielleicht sogar andere lernen, du glaubst, du bist besser als Jana, aber am hängersten ein, ja, du kriegst es auch verloren als die, was Gott hat zu sich geschoben. Und so redet er Heiden und die Juden sind nicht groß mit der Religion und so eine Dinge. Und dann kommen wir bei Kapitel 3, wo er sagt, dass das keiner gereicht, doch nicht einer. Er sagt, wir fallen alle kart für was wir sollen für Gott sein. Aber dann kommt ein Satz nennen, das ist ganz beste nur in der ganzen Bibel. Er sagt, nu aber, das ist das Wort aber, nu aber ist Gott mit seiner Gerechtigkeit von Dach gekommen, der all die gegeben hat, die an Jesus leben. Und dann gehen wir durch Kapitel 4, und da redet er von Glauben. Abraham sein Glauben. Abraham hat einen Glauben, der hat Beine und der hat Hänge. Abraham glaubt an Jenka. Und so uns Glauben muss lebendig sein. Dann kommen wir noch Kapitel 5, wo das redet von, wir sind nu durch den Glauben an Jesus Christus gerecht geworden, nu haben wir Frieden mit Gott. Und dann fehlt es redet von Kapitel 6, wo er uns lehrt, dass wenn wir in Christus sind, wenn wir in dieser große Gnade sind, sind wir gestorben zu sein. Und wie man uns da verhauen. Und das, wo ich will die Fabriken anbringen, dass du wirst in der Fleischfabrik, das wo von der waren von reden, aber du warst da rausgegangen, du hast dir teuer gemerkt. Du warst nu in der Jäsfabrik. Kannst schaffen. Und sag wir anfangen in Römer 7,5. Da sagt er, solange als wir anbekehrt im Fleisch wären, wären die sinnliche Leidenschaften durch das Gesetz gerätseln an die Glieder und die Arbeit Früchte trauen, die zum Tod führt. Und so was er hier sagt, ganz einfach mit der Fabrik Beispiel, fahr du Jesus kennst, dann schaffst du in der Fabrik von Fleisch. Und wir wollen lauter sein, was die Dinge sind, was du gebaut worden. Und das ist, was du bauen willst. Und wenn ihr das noch eindenkt, wenn ich sie in der gewisse Trailerfabrik angenommen, dann baue ich die Trailers, was die bauen.
Nicht ganz das, wenn du so einen Arbeiter hast, was ganz das, was du auf den Haft ist, der wird nicht lang sein, nicht? Und so wie Schaften in eine Fleischfabrik. Aber nu zijn we daar uitgekomen. Ik wil je een beeld wijzen. En zo dit beeld, dan moet je aannemen dat is plus een beeld. Okay? Ik moet dingen zijn te verstaan. Aber die Bibel lehrt, dass wir ein Sharp und Yes, eine Säule und Yes. Und die Yes, die verbindet uns mit Gott. Und so, wenn wir nicht bekehrt sind, wenn wir nicht Jesus kennen als unser Erlöser, dann ist die Verbundschaft zwischen Gott sein Yes und mein Yes, die ist tot. Die Qual, was mir über das Leben gibt, da sehe ich von getrennt. Na, ich weiß einmal leben, dass der Mensch sein Yes ist tot. Ich glaube anders, ich glaube ans Yes ist niemals tot. Aber ans Yes ist nicht mit Gott verbunden. In der Bibel nennt das tot. Aber dann, wenn ich Jesus komme, dann trägt der Yes nein in mich. Und er fällt meine Yes-Potten. So, wenn die Bibel sagt, dass ich sie gerecht vor Gott, das meint ohne Yes soll je sehen. Wenn das, was mich mit Gott verbindet, und das wird teilen, am hängen schon eng. Da wird nicht teilen, wo mir das gelitten hat in meinem Körper, oder wo der erste war, aber was in meinem Yes passiert. Das verbindet mich mit Gott, trennt mich von Gott. Aber er sagt in Vers 6, lass mir jetzt noch das andere Bild wiesen. Wenn wir reden von Fleisch, und so das Fleisch, das ist ein bisschen ein geheimes Ding in der Bibel. Was meint das im Fleisch sein? Wir weiten uns Körper als Fleisch, und das ist mit Taub gebaut. Aber was immer wir da reden, ich will Ihnen ein Ding sagen, von dir, dass wenn du im Fleisch lebst, dann bist du auf dem Thron. Dann dreht dein Leben sich um dich. Um dein Janker, um dein Wellen, um deine Gefühle, um alles, was mit dir zu tun hat, selbstsüchtig sein, gitzig sein, alles, was du das hat bloß mit dir zu tun. Und so das im Fleisch. Dann sehe ich ein selbstsicherer Mensch und ich lebe für mich selbst und das und das, wo ich da, wo ich sehe bloß einfach mein einer Gott so zu sein. So ein Vers sagt er, aber nun sind wir von dort gesetzlos und Daut für dort und dort wir gebunden werden. Das, was wir viel sind davon reden, dass wir sind Daut zu Sinn. Das, was uns bindet. Aber wir sind gestorben zu dort. Nun lehrt uns so denken. Nun hält uns dafür. Dass wir sind zu Sinn aufgestorben. So, aber nun sind wir von dort Gesetz, von der gesetzlosen Daut für dort und dort wir gebunden werden. Wir haben nun ein Niendeins im Geist und nicht mehr in der alten Buchstabe vom Gesetz. Das ist eine sehr interessante Idee. Ich wünsche, Sie würden nicht verstehen, dass das Gesetz, das kommt von Gott, das wir von Gott, aber das wir die Buchstaben. Das Gesetz seht ihr bloß, du bist arg. Das ist ein bisschen ein Zehn am Hewe, das sagt 100 Kilometer/Stunde. Das ist ein Buchstabe so zu sein. Das ist alles, was das ist. Das sagt dir bloß, du bist arg, wenn du jagst 160. Weil jeder nicht, aber, well, einmal da wie, nicht? Aber, ich dachte, laut so, wenn wir hier in Mexiko einmal Speedlimit fahren, dann würden wir 10 der oder Weg berufen, um alles zu tun, nicht? Aber anyway, das Zehn, das ist ein Buchstabe. Da kann die bloß sein, was arg ist, das kann nicht mit dir tun. Und das, was gesagt wird, das sieht uns, wie wir ein Sünder, aber wir können uns nicht raten. Aber dann kommt Gott. Und dann trägt der Heilige Geist an. Und nun kann der von Bern in die Schafen. Und so, wir sind nun nicht mehr unter den Buchstaben, wir sind nun unter das Gesetz. Ich meine, unter den Geist. Hier ist eine Frau. Was motiviert die, für Jesus zu leben? Sie echt dort aus dem Predigen? Dann will ich morgen wegtreten. Wir haben eine geplant, just kidding. Aber was motiviert die? Und so, wenn es bloß die Älteren sind, oder das bloß der jährliche Verstand in die Kirche, und wenn ich durchweiche und ich alles, was ich will, dann hast du einen sehr argen Grund. Eine Ursache, wo ein Prediger einmal rohr, man nicht der Prediger will, sind, wenn sie kicken so an, dass ich sie nun jährliche Please für alle Menschen. Und wenn ich sie verantwortlich für die Wahrheit zu predigen, aber was du damit ist, das ist deine Sache. Und so, wenn wir nun sind in die Yes-Fabrik hingekommen, dann soll es der Heilige Geist sein, was die motiviert. Und das hat sich kranklich, als du mit der Frühtaupe bist oder nicht, oder mit dem Mondtaupe oder nicht, oder als du tust bist, oder im Geschäft, oder als du auf einer Businessreise bist, oder keiner kennt dich. Ich sehe den Feriensonntag,
dat ein Schreiber sagt, wer du wirklich bist, dort bist, wenn die keiner sieht, was du dann da ist, dort wer du wirklich bist. Nicht, wer du hier in der Kirche bist und uns verspielst, oder ich spiele die für ein so eine Dinge. Aber wenn wir schon allein sind, wir weiten uns kennt keiner. Na, ich habe einen Damm gehabt, ich kann noch nicht mehr heimkommen, dass mich keiner kennt. Kann ich mal spinnen mit mir alle da, ohne dass die das sein. Aber warum sagen du bist, wir rennen uns allein, irgendwo in einem Motel, und die kennt kein Mensch, und er wird niemals verantworten, was du das, was ist du dann? Das ist, wer du wirklich bist. Und so, was motiviert uns? Ist es das Fleisch? Und wir wollen eine lange Liste von Dingen sein, was im Fleisch ist, oder ist es der Heilige Geist, was in mir wohnt? Und da sagt mir, was reich in euch ist. Da braucht Gott sein Wort zu mir leiden. Und wenn ihr der Geist leidet in den Denken, kriegst du es denn das? Was die Teufel nach Adam und Eva kämen, hat er hier schaffen und Eva erdenken. Und so wie man ans Lehren reich zu denken, das wollte ich Verse noch von reden, du musst die lehren, dass du bist gestorben zu sein. Ich weiß, das sieht einmal nicht so und du fällst dir nicht nur, aber das, was Gott von dir sagt, nu lehr die so denken und durch das Denken kannst du lernen, so zu leben. Und der Heilige Geist ist die, die Kraft geben. Zum das tun. Du hast einen Motor gekriegt, was du dreht. Nu braucht den, zum der Stab vor dem Plänen. Versuch nicht, den Traktor zu schieben. Und dann weten wir das, was arg. Und so Römer Kapitel 8. Dann ist nu nicht mehr zu verdammen an die in Christus Jesus sind. Aber das ist so ein Satz, was wir meist nicht leben können. Wenn wir sein uns selbst, wir weiten Gott, da wir sind nicht vollkommene Menschen. Und das würde man in einteilen zwischen Geist und Fleisch. Aber in Christus, möchte ich was das sagt, das sage ich nicht, wenn ich in die Kirche sehe, wenn ich getauft sehe, wenn ich Mennonit sehe, das ist nicht, was das sagt. Du hast nun nicht mehr zu verdammen an die in Christus sind. Check mal nur dein Leben, kriegst du es nu aus. Du lebst an Jesus. Du hast Jesus angenommen als deine Leiter. Du weißt, sagt Gott, du bist nicht vollkommen. Und dann sagt die, weißt du was? In Christus hast keine Verdammnis mehr an mir. Na, das ist ein berufen Ding zu sein. Aber das wird Gott ans lehrt. Aber dann sagt er wieder, der nicht so leben, als das Fleisch verlangt, aber so ist der Geist dort verlangt. Na, das kann ich einmal so nehmen, okay, dann mache ich nicht mehr lange im Geist leben, und dann muss ich mich krank, vollkommen genug sein, dann wird er keine Verdammnis mehr sein. Das ist nicht, was er sagt. Aber wenn ihr das Leben im Geist, dort ist so, sagt Vers in der Rede von Abraham, sein Glauben, was Paul davon sagt und was Jakobus davon sagt. Wenn das jetzt so sei, war, sprechen sich. Aber Paulus redet von der Geburt und Jakobus von das Leben. Und Jakobus sagt, dass Abraham sein Leben beweist dort, dass er Glauben hat. Und das wird das von redet. Dass wenn ich sage, ich sehe in Christus, ich lebe in Fleisch und ich tue die Dinge von Fleisch, dann ist da was arg in mir. Aber wenn ich nur wahre geboren bin und ich sehe in Christus und das ist keine Verdammnis mehr an mir, dann lebe ich ein Leben im Geist und nicht im Fleisch. In andere Worte, ich habe gequit bei der Fleischfabrik, ich sehe nu bei der Geistfabrik und das ist, wo ich schaffe. Und nicht mehr dort. Er sagt wieder in Vers 2, der Geist, der durch Christus Jesus leben darf, hat mich durch sein Gesetz von den Sinnen in Daut sein Gesetz frei gemacht. Das ist ein anderer Weg von sein, ich sie zu Sinn gestorben. Ich sehe bei der Fleischfabrik rausgegangen. Ich sehe, da habe ich quit. Festig praktisch das Beispiel von Spicker. Und du hast ein großes Taubkum, du hast eine Wand in der Mauer. Und du bist an der Seite, wo das Fleisch herrschen. All die beise äußeren Dinge, die du denken kannst, die sind da. Aber du kriegst Ansicht in der Geist, Monti, du bekehrst dir, du nimmst Jesus und du gehst nur der, du merkst du auf, gehst du durch, und merkst du, der hängt die Tau. Du bist an der Geist-Seite und du bist gestorben zu der Fleisch-Seite. Und so das, was ich von redet, der Geist, der durch Jesus Christus leben darf. Paulus sagt, dass sie eigentlich nicht mehr ich weiter lebt, Jesus lebt durch mich. Und so hat er uns frei gemacht, Vers 3. Wo das Gesetz nicht tun können, wie es durch das Fleisch geschwagt wird. Dat deed Gott. Nou weet jullie, dit redt je in rein alle religieuze denken in deze wereld. Dat zijn maar alle geschwakt door het Fleisch. Und wir Menschen, wir haben einmal gut finden, wir können alle Hand Regeln abstellen, wir können alle Hand doen,
religiöse Dinge, wie Kleidie und Haar und all diese Art Dinge, was wir alle in uns Mennonitentum gehört haben. Weißt du, wo ihn das nicht schafft? Wenn du bist ein Mensch. Du hast Fleisch. Du hast einen Janker. Du hast was in dir, was die merkt, oder was die will merken, den einer wachruhen. Und du hast keine Kraft in dir, zum jeden dort stehen. Das ist, was du unser Sinn wirst. Aber du bist in Christus. Du bist richtig gegangen in die Fabrik. Du schaffst in die Fabrik. Du hast einen Motor gegeben, sozusagen. Der Heilige Geist ist nur dir gekommen. Und so sage ich, weil das Gesetz nicht tun können, weil das Fleisch zu schwach wäre. Da wir nicht, dass das Gesetz arg wäre. Das kommt von Gott, dass wir in Gott sind wird, aber das schafft nicht, und da wir nicht die Antwort wären, das Fleisch. Der Mensch ist schwach. Wenn das handelt sich an, was ein Mensch kann tun. Und das ist einmal der Trouble in unserer Kirche, in unserem ganzen mennonitischen System, dass wir haben ein Evangelium, das den Mensch als Mittelpunkt merkt, und du musst in deine Kraft, da die mal die Boots antreiben, da die mal die Schauterbänk, schnell die mal den Belt mit faster, da mal ein Bett alle versehen, und wie down. Oh Mensch, wie streng uns an, ich meine, wie war es, wie schaffen uns es Daut, wenn Gott soll uns noch mal gleichen. Aber dein Fleisch ist schwach. Und so dort, was du nicht kannst tun, wenn dein Fleisch schwach ist, das, was Gott für dich tut. Ich wünsche, Sie würden das Bild zu Hause stehen, da würde in den Horten ansehen. Er sagt, er schenkt sein Sehen in Menschen, er schenkt sein Sehen in Menschengestalt aus ein Opfer für den Sinn und verdammt den Sinn im Fleisch. Da, was du nicht kannst sehen, wenn du ein Mensch bist, dort hat Gott für dich. Du kannst dich euch reich merken. Krieg noch was für ein feiner Mensch du bist, und wo lange du alle und gute Dinge tun hast, aber der Gerechtigkeit, lass mich noch einmal sagen, aber aus Gott mit seiner Gerechtigkeit von der Achtung. Und er gibt die Idee. Vers 4. Dort in uns konformig gebracht worden, wo das Gesetz verlangt, dass wir nicht so leben, als das Fleisch verlangt, aber so ist die Geist verlangt. Lass mich einen anderen Vers lesen, mit Matthäus 5. Na, das ist, was Jesus zu den Juden sagt. Er sagt, es wird aber jemanden vollkommen sein, gerade so als den Fuhr am Himmel vollkommen ist. Na, sag ich mir mal, wer von Juden ist so vollkommen als Gott ist? Wenn du die mit Gott meten, das wo steht, wo sie das nicht staubt. Und weißt du, das geht nicht mal zu vergleichen. Aber nu denk mal nach, du wirst mit deiner Kraft, mit deinem Fleisch, wirst du nun mal so vollkommen worden, als Gott ist. Was ist? Alle Handregeln abstellen, oder Haarmatten reich sein, so ist es bei mir. Du musst so eine Kleidie anhaben, so ein Fortig fahren, oder vielleicht ein Pizzabau fahren, oder ein Peckenräder, oder was immer wir alle gehört haben, ans Mennoniten. Weißt du mal, was ich zu tun habe? Das hat zu tun mit, dass ich mal so vollkommen worden, als Gott vollkommen ist. Und ich habe News für dich, du wirst dort niemals, ever in dein Leben vorbringen. Niemals. Aber weißt du Gott? Dreh nur den Vers. Nu aber ist Gott mit seiner Gerechtigkeit von da gekommen. Und wenn du an Jesus lässt, hat er dir das gegeben. Und so, wenn du Gott seine Gerechtigkeit hast, wo vollkommen bist du nicht? Na, weißt du, wir werden uns nicht mutig sein. Aber Lied hiermit, wir verstehen, was unsere Stellung in Christus ist. Du bist so herrlich in Christus, als Gott herrlich ist. Du bist so vollkommen, als Gott vollkommen ist. Das ist seine Gerechtigkeit. Wie man uns muss lernen, recht denken. Nicht in den Groucho sein, nicht so denken, okay, nu, ich habe Gerechtigkeit gekriegt, nu lebe ich, so sag ich wel, nu wollte man mir lassen. Das, wenn du so denkst, dann bist du noch im Fleisch. Dann schaffst du in der Fabrik. Aber du bist in Christus. Du hast Jesus angenommen. Du bist eine reiche Sprechen für Gott. Na, weißt du, das ist ein sehr berufenes Ding zu sein, da weiß ich gut. Aber das, was die Schrift uns lehrt. Du hast eine Gerechtigkeit, das ist für Gott jährlich. Das ist seine Gerechtigkeit. Das ist nicht mal deine. Du bist angenommen in Gott seine Fabrik. Kannst du schaffen. Das ist eine Frau. Vers 5. Die noch fleischlich sind, beschäftigen sich mit dort, das zum Fleisch gehört. Die aber, die den Geist haben, mit Dingen, die zum Geist gehört. So du nennst dich ein Kind Gottes, aber du schaffst in einer Fleischfabrik. Weißt du, das schaffst nicht.
Na, da meine ich, dass du nicht einmal Trouble hast mit den Fleischdingen. Da bin ich auch recht verstanden. Wenn ich sage, du bist vollkommen, da meine ich in den Wandel, da meint in deine Stellung in Christus. Aber nicht was wie jässlich. Die Schrift nennt eine Heiligung. Aber das ist ein Was und das ist ein Leben. Aber das noch fleischlich, je sind da, dass ich mit das Fleisch beschafft, wenn dort ist, mit was ich schaffe, mit den Dingen für mich selbst und das alles, was du hast. Und wenn du nicht korrekt so das, sag ich will, dann sich beleidigt und da und gehen in Haus, nehmen in den Trucks und gehen in Haus. Das sind immer, wo wir leben. Aber das schafft nicht, versatz. Wer sich bloß mit dort Fleisch beschäftigt, für den meint er Daut. Wer aber den Geist hat, für den meint er Leben und Friede. Und so einmal schaffen wir sehr mit unserer Religion, wir wollen sehr uns mal besseren und bessere Menschen merken und so eine Dinge. Aber das ist im Fleisch. Wir beschäftigen uns mit den Dingen im Fleisch. Und das ist eine Frage, die du die selbst musst beantworten. In welcher Fabrik schaust du? Wo bist du tust? Weil wir sagen, einmal fest geschwärmt im Wutter, das ist sein Element, wo der lebt. Wir Menschen, wir leben in Luft, das ist unser Element. Wenn wir in der Wutter sind, dann versuchen wir. Und so ist die Frage, wo den Element, dort wir sind, dort wir Fleisch, dort wir den eine Wellen, eine Wach, eine Janka, dort wo du wirst, dort wir den Element, wo du ben lebst. Aber nicht was du im Geist, nicht dort den Element. Wir werden es lernen, durch ben Leben. Vers 7. Wer fleischlich gesund ist, der ist feindlich gegen Gott. Willst das Fleisch nicht Gott ungedonnen ist, noch nicht können, wenn er das noch will. Und hier ist noch ein so ein Fleischding. Du kannst gleich Gott gefallen in deine eine Kraft. Keiner was du für sich. Wie man glauben hat, sagt Hebräerbrief, zum Gott gefallen. Aber wenn wir fleischlich gesund sind, das ist womit wir uns vertiefen. Und ich will Ihnen erst verwiesen, mit was wir uns dann vertiefen. Die noch im Fleisch sind, kann Gott nicht gefallen. Und das ist sehr klar, wenn du in die Fleischfabrik schaffst, und das ist dein Tüß, und das ist dein Element. Nu rede ich nicht von, dass du hast noch mal mit von den Dingen Trouble. Das ist dein Leben, du lebst du ben. Das leidt nun Daut. Und dann kommt hier ein Ober. Und Paulus redet zu den Römern, und dann sagt der Ober, ich habe eine bessere Idee verändert. Und ich habe für ihn auch. Ober, die sind nicht im Fleisch, die sind im Geist. Wenn Gott sein Geist wirklich in ihnen wohnt, wenn aber irgendwer nicht Christus sein Geist hat, dann ist du nicht einer von den Singen. Aber die sind nicht mehr im Fleisch. Die sind im Geist. Die gingen dort. Die merken der Tau. Die haben Jesus angenommen. Na, was wird gebüht in der Fleischfabrik? Galater 5,19 sagt, was das Fleisch verboten hat, ist klar. So, das wird in der Fleischfabrik gebüht wird. Du hast Ehebruch, Unreinheit, unbehandelt Leben, Aufjatterie, Zauberie, Feindschaft, Streit, Habsucht, Wut, Nusig sein, Zang, Spölerie, Aufgans, Mord, Sünden, Freten. Und das ist bloß eine Liste. Wir können auch andere Listen checken, aber ich kann nicht teachen, um zum anderen dabei vielleicht. Aber ich check dir diese Liste mal mit. Ist das, wer du bist? Ist das dein Element? Nu meine ich nicht, du hast noch mal ein Betrübel mit die Ohren, das vielleicht wurdig geworden, das ist nicht, wo ich von dir, aber das ist dein Tüß. Das ist, wo du schaffst. Das ist die Fleischfabrik, das ist, was du produziert wird. Du sagst und erst, dass wenn ich in Northstar schaffe, dann baue ich die Trailers, die in Northstar gebaut wurden. Und wenn ich zu der Fleischfabrik hier, dann baue ich dort, und ich habe die Frucht, was du bist. Wenn du einen Baum hast auf dem Hof und du hast den Sommer oder den Winter angebildet wie ein Peachenbaum und an der Sommer kommt der spazieren, der hängt der Apfel an, was hast du geworden? Du wirst ein Lehner. Und so wenn ich sage, ich sehe ein Kind Gottes, ich kann mich taufen lassen, ich kann Zeugnisse geben, aber meine Frucht ist das Fleisch. Dann ist das was sauer. Ich habe ihnen das einmal gesagt, aber ich sage das noch einmal, die so was tun wollen, und Gott sei Dank nicht ankommen. Wenn ich in eine Fleischfabrik schaffe, das ist mein Tüß, das ist mein Element, wo ich lebe, das leidt noch ewig Daut. Wenn ich kann, Jesus gleich. Aber dann haben wir eine andere Fabrik, die Yes-Fabrik.
De Geist in de Frucht, dat is lief, en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedjes aanzien, geloven, gelindigheid, zelfbeheersching. Dat je deze listen mal op een papier en 2 columns en 2 Seiten neerschrijven. En dan vertel je mal, wo zie ik thuis? Because dort wiest, wer du bist. Nicht, was du uns sagst, nicht, was du hier bezeigt hast, aber wo du thuis hier. Wenn keiner checkt, und wenn sie sieht dann. En zo de Geist in de Frucht, en dit is de Geist in de Frucht. Dat is niet Moldine, dat is de Geist in de Frucht. Aber so ist das Fleisch, das ist eine Fleischfrucht. Und das ist ein Geist in der Frucht, Liebe. Nächstes Mal, wenn ich hier oben sehe, das ist ein paar Weg wieder, aber nächstes Mal will ich hier reden von wie nennen das, ein gemeinsames Leben, wenn wir so verschieden sind. Und welche Jehans haben angewandt hätten, die gehen bloß für kein Geld zu leiden. Aber ich soll danach die leben. Gleichen ist vielleicht ein anderes Ding, aber. No, aber welche Leib? Zwischen ein paar Lied. Leib in der Familie, in der Kirche. Manche Menschen. Das sind Geist in der Frucht. Friede. In Friede. Viele Menschen haben nicht Friede, wenn sie schaffen in der Fleischfabrik, da ist weg, und sind Sonntag in der Kirche. Und wollen haben, wir sollen leben, sie sind Kinder Gottes. Geduld. Das weiß ich bald rüt, wenn du am Korridor bist, nicht? Wir hatten mal ein Predigerlied, früher in Ontario, viele Jahre drei. Und die früh sehen, dass das Wort Geduld soll nicht mal in der Bibel sein. Wenn sie wir noch abgespielt in der Mann, der hat bloß slow and stop. Und so, sie sehen, dass Geduld soll nicht mal in der Bibel sein. Ich glaube, dass wir in Trouble was sie hat, oder was? Dass sie eindeutig wird. Meine Frau und ich, wir haben einmal ein bisschen gedacht, weil ich sie hast ja in Fertigbieten, das sei, wenn wir still halten. So, ich sie all halb vom Restaurant bin, aber ich antworte, es ist noch nicht mal in Fertigbieten. Aber wir leben an so einander. Geduld, Freundlichkeit. Ich habe einmal gesagt, dass ich sie von der Tür aus ein negativer Mensch und meine Frau ist ein positiver. Und so wir sind der einzige Couple, was mal fein gebalanced ist. Ich wünsche sie wieder noch so. Aber wenn ihr Glauben, Gelindigkeit, Selbstbeherrschung, die Christus Jesus angehören, haben das Fleisch mit Lust und Leidenschaft taub gekriegt. Und dann sind wir treibert durch, du bist für Sinn gestorben. Weißt du, hast das Fleisch verbreckt und du hast eine lange Dinge, was du hier und du hast ein Jäst verbreckt und du hast Frucht. Und was für ein Baum du hast, das weiß ich der Sommer aus, wenn du Frucht hast. Und was für ein Mensch du bist und wo in eine Fabrik du schaffst, weiß ich aus in deine Frucht. Und so werden wir uns lehren. Er sagt im Kapitel 6, Galater 4, 16, ich sage Ihnen so, wandelt im Geist, dann wollt ihr dort nicht tun, wenn ihr dort Fleisch gelassen wird. Und das ist ein Ding, was wir lehren machen. Der Schrift sagt, du hast den Heiligen Geist. Er kann dir viel Versen geben, dass der Heilige Geist wohnt in uns. Aber weißt du, der Heilige Geist will die leiden, aber der wird in den Denken. Das ist, wo es anfängt. Und von den Denken wird es noch Worten. Dann wird es noch Leben, noch Frieden, und Geduld und all die Dinge. Aber er fängt in den Denken an. Nicht in den Gefeilen, in den Denken. Na, vielleicht sind da mal die Gefeile bei, das ist leicht möglich, aber da nicht den Geistleben ab die Gefeile bauen, weil morgen sind die weich. Aber das sind den Denken. Lehr die reich denken. Und ihr dort denken, kommt reich leben. Amen. Jetzt haben wir schon vorher Dankeschön für den Wort, Dankeschön, dass du uns hast angenommen in deine Fabrik. Du hast uns reich gemacht. Und nu help uns, dass wir wollen lernen, warum meint, dass der Heilige Geist wohnt in uns, der will uns leiden, an uns denken, an uns worten, an uns leben. Und help uns, dass wir wollen die Frucht von Geist daran lassen, in uns leben. Amen.